die kleine... Fünftes Album in 15 Jahren, stimmt das? Soloalbum, ja, jetzt muss ich mal überlegen, was 2009, 14 Jahre. 14 Jahre. Ich möchte dich korrigieren, es sind 14 Jahre. 14 Jahre, also fast. Ja, das 5. Soloalbum in 14 Jahren, ja. Ja, böse Zunge behaupten, es könnte mehr geben. So alle 2 Jahre hätte man eigentlich ein Album müssen, dann wären es jetzt 7. Wer aber sagt das? Ja, böse Zunge. Also nein, ich bin generell eigentlich immer der Meinung, ein Künstler sollte alle 2 Jahre ein Album rausgeben. Aber erstens sind es gerade die letzten 4 Jahre seit meinem letzten Album sind 2 ziemlich beschissen gewesen. Also hat man nicht Lust gehabt, weder Lust gehabt, das Album zu schreiben noch rauszugeben, noch können spielen damit. Von dem her hat sich diese Pause bei mir reingetan und sonst bin ich eigentlich plus minus immer einigermaßen auf Kurs gewesen. Es ist halt noch ein Plüschalbum reingeschneit, wenn man das noch mit dazu zählt, sind es ja 6. Ja. Und dann bin ich dann eigentlich, wenn man von diesen 14 noch die 2 Pandemiejahre abzieht, bin ich wieder im Schnitt. Ist das eine Plattenfirma, die den Druck macht, oder? Nein, meine Plattenfirma macht eigentlich gar keinen Druck mehr. Also ich habe... meine Plattform ist eigentlich nur noch mein Vertrieb. Ich gebe eigentlich ihnen das fertige Produkt mit der fertigen Vision und sie schauen einfach, dass es möglichst viele Leute sehen und bekommen. Von dem her, ja, den Druck mache ich mir selber. Die Plattenfirmen heute, braucht es die überhaupt noch? Oder macht man sogar eine bessere, wenn man das ohne ein Label im Background macht? Also man muss sich einfach ganz im Klaren sein, eine Platte produzieren und rausgeben ist einfach kein Spaziergang. Es sind einfach mega viele Sachen, die man berücksichtigen muss. Gerade wenn man die Playlists auf Spotify, wenn man dort irgendwie reinkommt, ist eine Plattenfirma sehr hilfreich. Aber man kann ganz klar sagen, du brauchst heute keine Plattenfirma. Es geht auch ohne. Du kannst, blöd gesagt, sogar ohne ein Lied produziert haben, im Studio kannst du einen Nummer 1 Hit haben, heute. Ja. Indem du irgendwie mit der Akustikgitarre ein Lied performst und das auf TikTok aufgeblasen wird. Ja, das geht heute. Oder? Also von dem her, aber ich würde schon mal sagen, als Künstler, der gewisse qualitative Ansprüche hat und so, ist es sehr cool, wenn man noch eine Plattenfirma hat. Aber es ist sehr oft, also es ist auch ein gewisses Prestige. Wenn man kann sagen, ich bin bei Sony Music Switzerland, finde ich halt einfach gerade Fernsehstationen, die neue Songs suchen oder irgendeinen Act suchen für ihre Fernsehsendung rein, die gehen bei den gängigen Plattenfirmen fragen, habt ihr einen coolen Act? Ja. Und wenn du dort drin bist, hast du vielleicht mehr Chancen als einer, der das selber macht. Aber generell geht das ohne. Tour macht das auch noch einen Unterschied? Nein, das macht null Unterschied, habe ich das Gefühl. Dort ist das Management und das Booking ist viel wichtiger. Also die Konzertagentur, die du engagierst, für deine Konzerte zu buchen, ist wichtiger, weil wenn die einen guten Katalog haben, sagen wir jetzt mal, du bist bei Gadget und die haben noch die 3 top angesagten Bands von der Schweiz unter Vertrag. Dann haben die natürlich eine Verhandlung, für die noch mit ins Programm reinzubringen, haben die ein grösseres Gewicht als eine Plattenfirma. Klar, die kommen dann vielleicht mit Shakira oder wir haben irgendwie, was bringen sie heute? Heute kommen sie vielleicht irgendwie mit einem deutschen Sido oder so. Sie sagen, wir haben den Sido, wir möchten noch gerne den Ritchie drin haben. Ja. Das gibt es schon auch. Aber generell ist es jetzt gerade bei mir natürlich, ich bin ein etablierter Act. Mein Projekt funktioniert nach anderen Mechanismen. Oder an einen Orten komme ich mega Ring rein, ich komme Ring zu Interviews, ich komme Ring zu Radio Airplay, ich gebe einen neuen Song an die Radios und sie hören ihn. Ja. Als Newcomer musst du eine gewisse Reichweite haben, bevor man sie überhaupt hören, für zu entscheiden, ob sie die Song spielen. Also dort habe ich Vorteile, aber der Nachteil ist natürlich, ich bin 44 und die Jungen wollen Instagram, YouTube, TikTok, YouTube schon lange nicht mehr, mal YouTube auch, aber TikTok und all das Zeug, das ist jung. Aber auch jungen Content. Und ich habe keine Ahnung von jungem Content, merke ich es jedes Mal wieder. Oder? Ich habe schon das Gefühl, ich sei noch jung. Aber Kind kannst du noch nicht fragen, die sind noch zu jung. Ja, doch, die kann ich schon fragen, aber dann ihre Meinung... Also, weißt, wenn es um Instagram-Content geht, sie konsumieren das noch nicht. Also ich kann jetzt nicht sie fragen, du, was macht man im Moment so? Die können sie mir noch nicht beantworten, die Frage. Ja. Und, aber was machen die anderen jetzt, die jünger sind oder in deinem Alter, wenn du zum Beispiel TikTok Star? Hey, keine Ahnung, es ist mich. Nein, es ist schon so, dass
wenn du dort tanzt oder leicht bekleidet irgendwelche Sachen machst oder meinetwegen einen Flickflack über einen Fußgängerstreifen, dann wirst du unter Umständen schon ein bisschen mehr geschaut, als wenn du einfach... Ja, genau, aber wenn du einfach da hockst auf dem Stuhl und ein Interview gibst, ist es halt unter Umständen für TikTok jetzt nicht wahnsinnig spannend. Aber für mich, für meine Message zu transportieren, interessanter als Flickflack zu machen. Viertelblut. Du hast natürlich auch das Publikum, das zum Glück auch ein bisschen älter ist. Oder? Das kann ja auch ein Vorteil sein, weil die hören dann ein Lied wenigstens noch ganz fertig. Heute werden die Lieder ja im Fast Forward gespielt. Oder? Weil wenn man so schnell zu Boden kommen mit etwas. Jetzt das Problem ist halt einfach das, du wirst gar nicht gesehen. Oder die Visibilität, das ist eigentlich mein grösstes Problem, dass du überhaupt gesehen wirst von den Leuten, die dich konsumieren würden. Weil halt auch die sozialen Medien konsumieren und die Algorithmen reagieren nur auf Sachen, die wirklich performen. Und ich performe jetzt nicht weiss nicht wie. Das muss man ganz klar sagen. Ich performe nicht weiss nicht wie auf Instagram oder auf TikTok oder so. Weil einfach mein Content, den ich liefere, ist musikbasiert. Ich mache Musik. Ich bin Sänger. Ich rede gerne über Musik. Ich rede gerne über... Komponistisch, ja. Ja, ich komponiere das Zeug und ich performe es. Aber ich mache nicht noch eine Pirouette dazu. Ja. Oder mein Arsch hängt halt auch ein bisschen mehr als der von anderen Künstlern, die jünger sind. Das muss man schon ganz klar sehen. Also mir zuzuschauen auf TikTok ist unter Umständen nicht so spannend. Ich kann das verstehen. Oder? Das hat man jetzt ein bisschen gesehen. So schlimm ist es noch nicht. Nein. Hast ja duschen. Ja, genau. Ja, halb Blut duschen zu tun auf der Seebühne. Ja. Ja, hätte ich auch nicht gemacht, wenn ich nicht hätte müssen. Es ist halt so im Drehbuch gestanden. Du hast noch vorher trainiert, oder? Nein, aber es ist schon so, es ist auf der Seebühne auch sehr viel Platz zwischen dem Publikum und der Duschkabine. Das ist mir sehr entgegengekommen, im Jahr 2023 oder 2022. Ja. So eine Phase gehabt, wo du gesagt hast, wollte ich das wirklich weitermachen? Das war, glaube ich, vor 40 gewesen, oder? Ja, 2014. Gestellt hast. Wie alt bin ich denn? Genau, ja, ist egal. Und ein Grund war ja, dass du gesagt hast, ich bin ja auch eben Künstler, ich kann auch in einem Musical auftreten oder ich kann moderieren oder ich kann vielleicht sogar mal schauspielern. Man muss sich auch schon die Überlegungen machen, wie es dann weitergehen soll und du hast auch eine Familie zu ernähren. Das sind so Fragen, die dich jetzt, glaube ich... Ja, sag nicht, wenn du mir jetzt das gerade sagst, Scheiße, dann fällt mir das richtig auf, dass das ja eigentlich noch das Problem könnte sein. Nein, es ist tatsächlich so, dass gewisse Mechanismen, die die heutige Zeit hat, einem schon zum Nachdenken bringen, wollte ich das noch? Also gerade die ganze Vermarktung, wie das heute läuft, ist überhaupt nicht meins. Muss ich ehrlich sagen. Ich finde es auch schade gegenüber anderen Künstlern, weil ich finde, Kunst geraten in den Hintergrund. Ja, es geht nur noch um Reichweite, es geht um Shares, um Likes. Und dort, das ist Effekthascherei, sind wir ehrlich. Also mit Effekthascherei kannst du dort mehr erreichen als mit Qualität. Und ich finde, ich will gerne für Qualität stehen. Und für mich ist der Spagat dort viel schwieriger. Oder bis woher mache ich das Spiel mit? Aber riskiere damit natürlich, dass die Qualität ein bisschen auf der Strecke bleibt. Weil du musst einfach Seich machen, für dass die Leute das sehen. Ja. Und ich will aber nicht meine Musik mit Seich verbinden. Weißt du, wie ich meine? Es ist so ein bisschen schmaler Grat. Und jetzt, wenn ich schaue, das Lied, das ich jetzt habe, das heisst «Irgendetwas ist immer», dort habe ich das mal probiert. Oder? Weil ich gefunden habe, das ist auch der Text ist witzig, dort geht es um Sachen im Alltag, die schief laufen. Ja. Und dann habe ich gefunden, kann man so mal ein witziges Video machen, das ich dann in kleinen Teilen auf diesen Plattformen wahrscheinlich gut performen. Ja, kannst du denken, das ist diesen Jungen schon wieder viel zu gemacht. Die schnallen das schon wieder. Die haben das voll durchschaut. Ja, das ist das Konzept dahinter. Ja, das ist nicht real. Klar ist es real. Die haben keine Ahnung, was real ist in der heutigen Zeit. Oder? Aber da geht es auch um Authentizität. Und das ist also Jungen offenbar immer noch... Ja, aber eben, ich finde, der Jungen ist Authentizität nur dann wichtig, wenn sie trotzdem das macht, was sie lustig finden oder gut finden. Ja. Aber wenn ein Künstler authentisch ist oder das ein bisschen langweilig, vielleicht. Ja. Also ich empfinde das zwar nicht als langweilig, was ich mache, aber es ist halt in der heutigen Zeit tendenziell ein bisschen langweiliger als der Flickflack machen für das Blut. Und dann empfinden sie das als interessiert mich nicht. Dann ist nicht die Authentizität gleich egal. Und darum bin ich jetzt viel mehr der, der gerade auf das geht und sagt, das ist jetzt meine Masche. Ich mache richtig authentisch. Ich glaube, man muss auch Masche haben. Ja, ich spiele einfach live auch wieder nur, was ihr seht. Weil die Leute lassen sich ja gerne verarschen. Dort ist eine Authentizität auch egal. Ja. Hauptsache, es tönt gut. Nein. Also, by the way, finde ich, man kann auch gut tönen, wenn man alles live spielt. Aber Computer weglassen, Effekte weglassen und einfach herstehen und Musik machen. Oder? Das finde ich, ja, werden wir sehen. Das ist jetzt für mich eben genau ein Testballon. Ich habe einfach gesagt,
ich glaube, mit dem anderen, da habe ich jetzt wirklich die letzten 7 Jahre wirklich investiert auch dort. Und immer wieder weitergebildet, was Social Media angeht. Und immer geschaut, kann ich das mitmachen. Finde ich Content, der dort spannend ist. Es ist mir schon gelungen, ich konnte meine Reichweite vergrössern. Aber es ist mir nicht so gelungen, dass ich das Gefühl habe, es ist für mich als Künstler relevant. Ja. Und es frisst so viel Zeit weg, so dass ich einfach gefunden habe, was ist für mich als Künstler relevant? Ja, singen, Musik machen, auf der Bühne stehen, die Leute begeistern. Das sind die relevanten Sachen in meinem Job und das, was ich auch gut kann. Ja. Und auf das setze ich jetzt und das unterstreiche ich halt mit Social Media, soll es konsumieren, wer will. Also weißt, ich kann einfach nicht einen Trend hinten nachsäckeln und probiere das zu machen, sondern ich mache mein Ding und probiere wie einen neuen Trend zu setzen im Stil von «Hey, ihr wollt Authentizität». Das ist aber auch ein Scheisswort. Ja. Authentische Künstler, so kann man es einfacher sagen. Ja, hier nehmt ihn. Ja. So ist authentischer Künstler. Und alles andere, also gell, ich finde natürlich, Künstler, die mit dem aufgewachsen sind, die sind genauso authentisch in dem, was sie machen, wenn sie das Game spielen. Ja. Das wollte ich gar nicht, weißt? Aber für einen 44-jährigen alternden Popstar, und ich wollte damit mit Altern nicht sagen, vergessen geht oder nicht mehr das bringt von früher, sondern ich finde, ich bin auf der Höhe von meinem Business. Also ich mache ich mache das, was ich mache, glaube gut. Aber trotzdem ist es so, dass ich finde, für mich ist es nicht so authentisch, wenn ich eben den Flickflack mache, Viertelblut. Ja. Ob schon ich das könnte. Also nein, ich glaube es nicht. Man muss das, glaube ich, auch immer wieder neu erfinden. Wie du gesagt hast, auch eine Masche kreieren. Wie hörst du selber Musik? Wenn du Musik oder andere Musik hörst, nimmst du eine Vinylplatte für, legst du die auf? Oder oder wie hörst du Musik? Was einfach wichtig ist, zum sehen, ich tue mich ja nicht verwehren den neuen Techniken. Ich finde Spotify grossartig. Man hat den Musikladen immer dabei. Aber bei Spotify ist halt das Problem, du hast der Typ oder die Frau, die dir im Laden hat gesagt, das ist im Moment der heiße Scheiß. Das macht heute der Algorithmus. Und der Algorithmus bezieht sich auf Sachen, was läuft am besten im Moment. Und dort sind wir wieder bei der Effekthascherei. Also es ist nicht primär das Produkt, das unter Umständen dir am besten gefällt, sondern es ist einfach das, was man hört im Moment. Und das ist wie wenn die Verkäuferin einfach hat im Heftchen geschaut, so, ja, im Moment ist das auf Platz 1. Das musst du hören im Moment. Aber die hat die angeschaut und gesagt, du bist so ein bisschen Rocker-Typ. Ja, genau das Richtige für dich. Genau. Hier, das musst du hören. Genau. Das macht der Algorithmus zwar schon auch bei jedem Einzelnen, aber ganz nach anderen Dingen. Und dort bin ich halt eben schon der Meinung, ich hole mir einfach meine Info, was ich für Musik höre, nicht auf Spotify. Hören tue ich es auch dort. Und wenn ich einen Act geil finde, kaufe ich ein Album oder ein Vinyl oder irgendetwas von dem, weil ich einfach weiss, der verdient sonst nichts. Ich kann das 1000-mal, ich kann das Lied 1000-mal hören. Nein, der Schlüssel ist ja so, 478 Mal hören ist einmal gekauft. Oder? Also ein Lied, das 1,50 gekostet, musst du 478 Mal hören, bis du es einmal gekauft hättest. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wenn einer Fan ist von mir und das heute auf Spotify hört, verdiene ich 71 Franken und vorher hätte ich irgendwie 1500 oder 2000 Stutz verdient. Mit der CD? Also mit der CD ja, mit dem Song einfach. Und das ist halt schon, das ist das Krasse, oder? Das bricht völlig weg. Wenn du auf Spotify die Zahlen schaust, dann steht hinter 250'000 Streams, denkst du, ha, geil, kann ich den nächsten Bentley bestellen. Das sind 71 Franken. 250'000 Streams, oder? Das ist mal 0,0031 und dann bist du auf dem Frankenbetrag. Jetzt bei einem Ed Sheeran, der 300 Milliarden Streams hat, der verdient immer noch Millionen. Das ist ja gute Zahlen immer noch mit Plus auf Spotify. Bessere als mit meinem Solo-Zeug. Aber am Aufholen, oder? Ja, ich gebe alles, ja. Ja, es ist etwas, wo man regelmässig kontrolliert. Ja, es gibt so eine... darum sage ich verwehre mich diesen Techniken nicht. Das ist jetzt Nerd-Talk, den wir hier machen. Das kannst du alles rausschneiden. Aber das Spannende ist, es gibt ein Portal, also das Portal Spotify, die wollen ja dem Künstler gleich etwas gut tun, wenn sie schon abzocken, wenn sie ihnen gleich etwas geben, sie gleich bei ihnen bleiben. Genau. Und das ist unter anderem sind das die Tools, wo du siehst, wer hört deine Musik, wann hören sie sie, wie alt sind die. So, für all diese Erhebungen zu machen, das geben sie dir einfach. Das heisst Spotify for Artists. Dann kannst du dein Hintergrundbild ändern, das angezeigt wird im Shop und so. Das kann ich alles selber. Ich kann Zeug bewerben, ich kann mein Merch bewerben, dort und. Und dort drauf siehst du immer in Realtime, was abgeht mit deiner Musik. Und dort drauf habe ich mich jetzt für Plüsch angemeldet und für Ritchie angemeldet. Oder? Und dann kann ich eigentlich immer vergleichen, ich kann schauen, was bei mir geht, was läuft dort. Und Plüsch ist halt einfach... Es läuft einfach konstant am Laufen. Und das ist auch spannend. Also,
absolut, für mich, aber manchmal schon auch frustrierend, das Gewisses. Wenn ich sehe, jetzt habe ich eine neue Single, ich mache eine Promo, ich gebe alles, ich komme nicht über die Zahlen. Von einer Band, die seit 10 Jahren nichts mehr macht. Oder? Also das ist schon, manchmal, das ist schon etwas, wo die auch kann, ja, wo du dann irgendwie so findest, hey, was mache ich falsch? Das kann doch nicht sein. Und gleich ist es halt einfach so, dass Plüsch in den Köpfen von meiner Generation ist drin. Ist einfach drin, das geht. Es ist eben auch eine Zeitmaschine. Ja. Die hören die Musik und sind wieder 20. Die haben auch die Haptik von der CD. Genau, oder von der ja, aber auch mit der Musik. Oder? Es geht ja, das funktioniert mit haptischem Zeug, es funktioniert mit Gerüchen, es funktioniert mit Audioreizen. Oder was die wieder zurückballern in eine Zeit. Oder? Und darum kann das mit Spotify schon auch passieren. Aber stärker wird das Ganze, wenn du es kombinierst mit einem anderen Sinn. Oder? Ja. Und darum funktioniert das halt eben bei einem Tonträger besser als nur mit dem Spotify oder nur mit digitaler Musik. Egal, Nerd Talk Ende. Wann geht die Tournee los? Die geht am 4. März los. Also 3 Tage vor deinem Geburtstag? Ja, genau. 3 Tage von mir erinnere mich bloß nicht an das. Schnapszahl. 33. Ja, 33, stimmt. 44, das ist Schnapszahl. Muss man das speziell feiern? Das habe ich seinerzeit gemacht. Ja. Ich habe gefunden, da muss schon Schnaps haben. Schon? Ja. Schon eine Weile her. Inzwischen habe ich schon den anderen auch schon. Schnapszahl gehabt. Schnapszahljagd? Nein, lustigerweise habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, dass ich dann irgendwann Geburtstag habe. Lustigerweise sind auch die Releasen von meinen Alben endlich immer um meine Geburtstage herum. Mein letzter Release war mein 40. Geburtstag. Ja, Notabene, am 7. März 2019 habe ich mein letztes Album «Patina» released. Und jetzt, irgendetwas ist immer halt 3 Tage vorher. Oder bist du besonders kreativ im Winter? Warum das so ist? Nein, es macht aus dem Grund Sinn, weil man kommt früh genug für die Festivals. Oder? Wenn es gut läuft, kommt man vielleicht noch ein oder andere Festival rein. Im Frühling kommen sehr wenig internationale, die kommen alle auf den Herbst. Ja. Das ist ein Grund. Und dann ist für mich der wichtigste Grund ist, auf dem Album steht immer eine Jahreszahl, wenn es rauskommt. Ja. Jetzt gibst du das im November 2023 raus. Ja, einen Monat später ist es ein Jahr alt für die Leute, von der Jahreszahl, die drauf ist. Ja. Rein psychologisch finde ich, Februar ist der bessere Monat zum Releasen als im Herbst. Und wo geht es durch überall? Du, wir haben eigentlich probiert, überall zu spielen. Was mir auffällt, ist, dass die Leute am liebsten haben, wenn man vor ihrer Haustür spielt. Also einer, der in Zürich wohnt, fährt nicht eine halbe Stunde auf Wetzikon für einen Ritchie zu schauen. Da wird gemotzt, da kommst du ja nie auf Zürich. Und für mich ist Wetzikon Zürich. Weißt? Also, dann merke ich einfach nicht, dass beim Programmieren müssen wir noch ein bisschen feintunen. Das Baden ist halt eine super Location und das Wetzikon ist eine super Location. Zürich ist halt alles riesig. Das ist alles 1000 und mehr Leute, oder? Und dann spiele ich vor leeren oder vor halbleeren Hallen dort. Das fängt nicht. Und es ist finanziell ein Desaster. Das ist für alle ein Eich. Also spielt man halt nicht in der Town. Und dann die kleinen Clubs, wie ein Fischbau oder so, da bist du halt als Ritchie näher. Genau. Der spielt nicht hier. Oder? Der spielt nur kulturell wichtiges Zeug, wie anders. Aber es ist eine intensive Zeit, die jetzt kommt. Ja, also die Zeit, die hinter mir liegt, ist bedeutend intensiver gewesen. Ich hatte unheimliche Nerds mit diesem Album, einfach Texte zu schreiben. So viele Podcasts, wie ich hören konnte, das hat mir alles nichts genutzt. Ich habe einfach zu wenig erlebt. Ich bin innerlich ein bisschen leer gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es einfach schön gefunden, mit meiner Familie zu spazieren, aber da schreiben sich dann nicht 10 neue Songs davon. Und Positivität war ein schwieriges Thema nach dieser Zeit. Also weißt, Positivität in diesen Texten zu haben. Und ich wollte unbedingt positive Texte wollen. Und ich habe wahnsinnig geknorzt. Und je mehr das Knorzen ist, desto weniger positiv ist. Es ist eine mega schwere, mega blöde Spirale, wo ich da drin war. Ja. Und darum habe ich die Sterne dazu geholt. Den kenne ich seit 22 Jahren. Er hat mein Album produziert und dann bin ich wirklich zu ihm her und habe gesagt, hey, bring die Positivität zurück. Und dann hat er aber eben nicht in Musik gesucht, sondern hat wirklich, wir haben eine halbe Psychotherapie gemacht zusammen. Einfach für zusammen herauszufinden, was ist die Essenz von mir als Sänger, was ist das, was mich früher erfolgreicher gemacht hat. Die Unbeschwertheit, die Nonchalance, der Charme in den Texten. Ja. Und dann haben wir es ein bisschen verglichen mit dem Zeug. Laufen wir durch, kein Problem. Und dann haben wir probiert, Sachen zu finden, wo
wo das haben ausgemacht haben. Und das ist wirklich das ist eben genau die Authentizität, die wir vorhin darüber geredet haben, die wieder zurückzuholen, die Freude zurückzuholen. Und das heisst halt einfach, dass man von gewissen Sachen muss sich verabschieden muss, wo man merkt, die tun einem nicht gut oder die behalten einem in diesem Zustand. Das hat bei mir geheißen, ja, ich bin von meiner Band getrennt nach 13 Jahren. Es ist halt einfach wirklich so, wir haben zusammen mega lang gearbeitet und es ist ein bisschen wie beim alten Ehepaar. Es sind keine Impulse mehr gekommen. Es ist oder? Ja, das ist ja nichts Böses. Es ist einfach, du hast einfach gemerkt, das ist so die Wechselwirkung hat nicht mehr und dann hat man sich gegenseitig aufgepusht, sondern einer hat etwas gesagt, der andere gesagt, finde ich gut. Ja. Und dann war es da gewesen, oder? Dann bist du nicht weggekommen vom Fleck. Und bei mir war das so ein bisschen, ich hatte einfach schwierige Zeiten gehabt, sie haben das alle mitbekommen und also wegen der Pandemie oder wegen... Ja, einfach, weißt, wenn du... Das ist mein 9. Album. Das vergessen die Leute einfach sehr oft. Mit allem zusammen. Ja. Bei den alten Alben, bei den Plüsch-Alben auch immer getextet. Also ich habe von 9 Alben jeweils 10 bis 12 Texte geschrieben. Ich bin einfach auch nicht mehr in den Sinn gekommen. Ein bisschen. Und dann brauchst du Leute, die dich pushen. Ja, aber eben, ich habe mich dann von meiner Band geredet, habe neue Musiker ins Boot geholt. Ja. Und dann hast du einfach gemerkt, wie der Funke wieder kommt. Wie du wieder merkst, so, boah, jetzt will ich aber denen es zeigen. Die finden zwar alle geil, wie ich singe, aber ich will jetzt nicht, dass ich das nächste Album, das ich mache, dass die dann finden, das ist jetzt aber auch schon besser gewesen. Ja. Das pusht die halt. Und diesen Push, den habe ich bekommen, einerseits dort, andererseits durch Adi. Ja. Und zum Dritten einfach auch durch mein Mindset, das ich ein probiert zu ändern und zu sagen, okay, ich muss nicht irgendwelche Trends nachsäckeln. Ich muss auch nicht Trends setzen, aber ich muss irgendwo auf das vertrauen, wo ich kann und wo ich bin. Und das habe ich jetzt gemacht und ich hoffe, den Leuten gefällt es. Sehr schön, wir freuen uns. Wann ist ein Release? Am 24. Februar kommt es raus. Februar, super. Oh ja, das ist zwar... Ja, ist nicht so ein super Tag. Das ist ein heikles Datum. Es ist halt einfach Freitag. Ja, genau. Kommen nur, wenn ihr durch wollt, ist kein Problem. Das gehört dazu. Gut, also, dann viel Erfolg mit dem neuen Album, mit dem 5. in 14 Jahren. Genau. Das stimmt, ja. Genau. Und wer dich mal sehen, geht wo am besten buchen? Ja, also jetzt hier in der Umgebung ist eigentlich Mühle-Hunziken das Thema, am 21. April, aber es lohnt sich überall herzukommen, weil es gibt auch noch schöne Clubs außerhalb von Bern. Generell ist es aber so, dass jetzt gerade hier in der Umgebung ist mal auf dem Plan der 21. April mit der Mühle-Hunziken. Gut, sehr schön. Und welche Websites, um Tickets zu kaufen? Auf meiner Seite, ritchie.ch, sieht man es, auf meinen sozialen Medien sieht man es. Inklusive TikTok? Inklusive TikTok. Gut. Merci vielmals. Danke dir. Für das Interview und ja, toi toi toi. Merci.